Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so einen Brunnenkaran. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Was läuft? Herzlich willkommen zur... Ey, Sero und Josh Negron, Sorry. Herzlich willkommen zu Folge 56. Es ist Sonntag. Wir haben wieder einen kurzfristigen. Ja, eigentlich haben wir gestern wieder aufnehmen, aber gestern hat es eigentlich eine coole Folge gegeben mit Gästen, aber die haben dann, also beziehungsweise eine Person hat dann gefunden, es gibt etwas Wichtiges als unser Podcast. Ja, Mann. Und zwar Schaff irgendwie, wie auch immer. Und ja, jetzt sind wir heute hier zu zweit. Gibt Erfolg. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, ich bin easy angeschlagen. Aber auch erst seit gestern Abend, also irgendwie sind die Zeichen rum gewesen, um lieber gestern aufzunehmen. Aber ja, willkommen auf Folge 56 und was läuft, Bro, wie geht's dir? Hey Bro, gut. Ich kann, Du hast vorher gesagt, du bist ein bisschen angeschlagen, oder? Hey, ich kann eben irgendwie... Warte schnell. So. Jetzt ist gut. Ich habe irgendwie seit... hey, so 2 Monate Rückenschmerzen, Bro. Ja? Aber so... Ey, ich aber auch im Fall. Aber so... ist bei dir auch so, dass du nicht kannst genau sagen, wieso es passiert? Ist es so da unten im Kreuz? Ja, Bro. Ich glaube, es ist wegen der Impfung. Es können sie, ey, Bro, weißt du was? Frage ich, gerade vorher ist ein Bus passiert und ich kann nicht das Gefühl, dass es gesund ist. Bro, ich bin mittlerweile so weit. Ich mache so, knacks. Ja. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Hey, Bro. Es ist Alter. Alter und ja, das Alter. Vielleicht sind die eben auch... Nein, ist nicht. Vielleicht sind sie all die fetten Eier, Bro. Wo so... Gleich... wie ist das, was Newton da herausgefunden hat? Wenn etwas runtergeht. Wie heißt das? Dings, Gravitat... Nein. Schwerkraft. Ich schaue jetzt sehr viele TikToks, Bro. Und die sind halt sehr viel so... geht es halt um... Ja, halt so um Wissen. Mhm. Und sehr viel ist halt Englisch. Und Bruder, ich muss sehr viel ab und zu Wörter googeln. Und jetzt ist gerade... Ich so, voll, ich habe Chips gesehen. Und dann... Gravitation. Gravitation. Ja, Mann. Hey, ich glaube, es ist langsam das Alter, Bro. Ich meine, jeder sagt 30 ist 29 und so. Das hast sogar du gesagt. Ach, sonst sogar ich gesagt. Aber es ist gelogen, Bro. Aber kann das mal jemand mit meinem Körper sagen, sonst sieht er mir... Ey, aber ich muss auch sagen, Bro, ich bin jetzt da am Reden und so, aber ich bin auch ein richtig unsportlicher Mensch. Oh, was? Oh, sorry. Ich auch, Bro. Also ich glaube... Also ich wandere, also so Schock. Aber ich bin jetzt auch nicht der Sportlichste. Aber ich wandere ja auch gerne. So 2-mal im Jahr. Also ich, für mich. Ich meine, ich bin ja viel mit dem Hund unterwegs und so. Stimmt, eigentlich hast du noch etwas, das dich zwingt. Ja. Du möchtest etwas machen. Aber ich glaube, vielleicht sind es eben wirklich einfach die massiven Eier, Bro, die mich runterziehen. Ja, fix, ja. Und vielleicht auch der Erfolg. Vielleicht ist es eben auch, dass wir die ganze Comedy-Szene von der Schweiz auf dem Rücken tragen. Und dass uns wehtut, Bro. Wann haben wir eigentlich entschieden, dass wir ein Comedy-Podcast werden? Hey, Bro, nicht wir, Bro, sondern die Welt. Weißt du, was sollst du machen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir angefangen haben, dass das Comedy wird. Ja, was ist Gesellschaftskritik? Nein, Bruder. Sozialkritisch. Was das gleiche Wort, wie ich gesagt habe, einfach ein bisschen anders. Ja, es muss sozial drin haben. Okay. Hey, es ist eine wilde Woche, 2 Wochen, bin ich letzte Woche nicht aufgenommen. Ja, und es ist ein kurzer Erfolg, dass vielleicht auch die Woche nicht passiert wäre. Ich schwöre auf alles, das ist wirklich jetzt... Mich hat es komplett genommen, jetzt geht es, ist erträglich, deswegen ziehen wir jetzt durch. Ja, Mann. Hey, was ist so die letzten 2 Wochen passiert? Ich habe gedreht. Du hast fertig gedreht? Hast Also, du eigentlich an der du gedreht? Jein, also der ist ja mein Kurzfilmdrehbuch, an dem ich so seit etwa 1,5 Jahren schreibe schon. Ich muss, ist los, sorry Leute, ui. Ja gut, ich bin auch vorher da und du bist
Relax so in Person gewesen. Bro, sag offen, Bruder. Du hast den Pascha-Lifestyle gehabt. Der gute Ich habe nicht ohne erkannt, T-Shirt. wer von uns zwei der Woody ist. Beide sind so, auf dem Vater wie auch Sohn. So. Auf dem Rücken, ohne T-Shirt. Beide der Ranz am zeigen. Der und geniessen. Renz. Bro, ich bin heute den ganzen Tag auch in der Sonne gelegen, muss ich sagen. Das ist das macht die Welt schwer kaputt. erschöpfend, nicht? Deswegen ist so Sünder nicht etwas, was von mir geht. Ja, ich schwöre, Bro. Ich schwöre, du bist so fett, Bro. Sogar Sündele ist erschöpfend, Alter. Ich finde generell, egal was für Gewicht du hast und so, ich finde Sünder einfach anstrengend. Also nicht das, was du machst, sondern nachdem musst du einfach geschliessen, man. Weißt du, was wir heute überlegt haben mit dem Sündele? Vitamin D. Ist ja Sonne etwas. Und eigentlich, also ich habe glaube ich Vitamin D im Mangel, weil ich so zu wenig an der Sonne bin. Aber es gibt zum Beispiel eine Stelle an meinem Körper, Bro, die hat glaube ich noch nie in ihrem Leben Sonne gesehen, richtig. Ja, Bruder, Arschloch. Ja, aber auch meine Eier haben wenig Sonne gesehen, Bro. Und dann frage ich mich, Wäre FKK etwas für dich? ey, ich habe da eine lustige Geschichte zu dem. Siehst du, Bruder? Einfach anfangen, dann kommt schon. Ich bin in Spanien gewesen mit meiner Mutter, so mit 13, 12. Bro, was haben wir mit 13 in Spanien passiert ist, Bruder? Der, der Gleicreme als Haargel gebraucht hat. Ja, das war auch alles in der gleichen Ferie gewesen. Du den ersten Kuss dort hast, Das einer, ist der auch direkt kommst. Das ist auch also, Das sind ja ganz viele. also wir sind ja 3-mal oder 4-mal im Jahr, 4-mal insgesamt in Spanien gewesen. Ja. Über Sommer. Was haben wir in Spanien passiert? Ich glaube, man muss dort hingehen öfters. Hey Bro, das erste Mal, wo ich war, ich glaube so 11 oder 12 gewesen. Und es hat dort so einen Mann gehabt, der auch in diesem Camp war, Bro. Und du musst dir vorstellen, es war so wie eine Zusammenkunft von Kurden gewesen, Bro. Es ist wie, So Verein, kennst du Survival, die Fernsehserie? Ja, wo so in Gruppen mit Aufgaben lösen, um gegen das andere Team gewinnen. Und die so. leben so in der Wildnis und so Ja, ja, Scheiß. voll. So ein bisschen wie das, Bro, weißt du? Einfach als Sommerferien halt. Ja, fix. Es hat mega viele Kurden gehabt. Und einer hat ausgesehen, ich schwöre bei Gott, Bruder, wie der Zinedine Zidane. Es gibt viele Kurden, die wie der aussehen. Aber wirklich, aber einfach so Low-Budget-Version. Aber halt auch, weil wir viel Haarauswahl haben. Apropos Low-Budget-Version, Coop in Vinti Bahnhof. Ja, Es hat jetzt so eine Security, ja. der sieht aus wie der Drake ohne Geld. Ohne Scheiß. Muss ich mal achten. Also Coop Pronto am Bahnhof unten, wo am nein, Aufwand hat? Coop, der normale. Aha. Wow, der geht so selten. Aber ich muss auch schauen, ja, fix. El Drake. Auf jeden Fall, ui. Hey Bro, es hat so einen Typ gehabt, der ausgesehen wie Zidane. Und ich hatte es gut gehabt mit ihm. Also weißt du, er war halt so im Alter von meiner Mutter gewesen. Ja. Er hat schon lustig mir einen Witzli gemacht und so, dies, das. Er hat sehr viel mit mir und seinem Sohn und so gespielt. Aber alle anderen Eltern haben ein kleines Problem mit ihm gehabt. Wegen? Hey Bro, ich kann es dir nicht sagen. Sie sind einfach so, ich glaube, er hat seine Frau betrogen und jede Aha, Szene. okay, so ein bisschen persönliche Sachen, die passiert sind. Genau so, aber seine Frau war mit dem Kind in dem Camp gewesen und er auch, weißt du. Aber halt wie so als geschiedener Mann. Ja. Es ist kompliziert. Ja, nicht. Hey, und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die. Ich habe nicht gecheckt, was das Problem ist. Und ich habe ihn wirklich sehr gerne gehabt. Und dann hat meine Mutter so gesagt, ey, dort hinten, also an dem Strand, wo wir sind, hat es weiter hinten so Klippen gehabt, wo so Muscheln, also weißt du, die, wie heißt das Midie auf Deutsch? Die Muscheln, die du am Strand kannst kaufen, wo du so rauslöffelst. Ja, ja, fix. So. Miesmuscheln. Wie hat es geheißen? Keine Ahnung, Bruder. Ich habe vorher etwas gesagt. und Das, was auch in dem spanischen Gericht drin ist. Wie heißt das spanische Gericht? Paella oder so. Paella. Paella oder Nein, ich habe falsch gesagt. Ich kann eigentlich ein Ding nachmachen. Wie heißt das? Die Ja, fix. Cucaracha. Boah, es gibt glaube ich wieder einen Cancel. Auf jeden Fall. Zum dort angehen, an die Klippen, wo die Muscheln hat, wo wir Moment wieder sammeln mit mir zusammen, hast du durch einen FKK-Strand laufen. Meine Mutter weiss das doch nicht. Ja. Dass das ein FKK-Strand Vor allem erklär mal so Leute, die geflüchtet sind vor kurzem. so. By the way, es gibt auch so Strände, wo Leute nackt chillen. Also by choice. So. Ja, voll nicht so. sicher mit einem Strand an. So, Leute können sogar extra von dem Land kommen, in das Land Zum nackt sein, weißt du. So. Hey Bro, meine Mutter hat so viel gefunden, komm scheiße, wenn wir schon da sind. So, lauf mal einfach rüber. Und Bro, du bist so 13-jähriger Bub. Auf einmal findest du die Titten voll geil. Auf einmal. Ja, so, also, ich weiß nicht, aber irgendwann ist doch einfach so das Alter gekommen, wo du
auf einmal Frauen interessant gefunden hast. Ja, einfach das, was einem interessant findest, du fängst an so darauf achten, so, keine Voll. Brüste, Arsch, Charakter. fix. Ja. Ja, also ich meine einfach nur so eine Ja, ich Schulklasse, auch. so mit, weiß ich nicht, 10 bis 13. So, Bei Bro, dir warst du nicht schon mit ich habe 16. glaube mit so 12 angefangen, also ich hab bis so mit 12 Lego gespielt. Nicht. Und Einfach dann kannst du dran passieren. Bin ich irgendwie, ist einfach ganz schnell passiert und seitdem bin ich einfach ein Riesen. Oh, fuck. Spanien hat ja nicht gut an. Gar nicht, Bruder. Ich habe eben meinen ersten Kurs und alles ist nicht so passiert, Bro. Spanien hat dich wild gemacht. Schau mit dem Onkel. Nein, sorry. Nein, sorry. Das ist nicht passiert. Erzähl weiter, ja. Also, ihr sind da durchgelaufen. Ey, ja. Und meine Mama hat so wie gefunden, komm, scheißegal, laufen wir einfach durch, weißt du, so. Ja. Dann hat sie jetzt so gedacht, dann hat ein bisschen Pisser auch ein bisschen Spaß. Und gut. Also, sie hat nachher gewusst, okay, wir laufen jetzt durch FK und. Ja, weil wir kommen so Klippen durch und du siehst ja nur Tito und Schwänz. Okay, und sie so, bon Chance. Sie so, also komm, laufen wir. Okay. Hey, Bruder, ich bin am Laufen, ich bin so 11, 12, ich check's ja nicht groß, weißt du. Nachher schaue ich so irgendwie rechts rauf und auf der Klippe oben sehe ich so die Glatze am Reflektieren. Und ich sehe einfach den kurdischen Sidan dort mit einem Feldstecher, Bruder. Ja, easy, ekelhaft. Das ist. Mit Ja, jetzt verstehe ich schon. Alter. und ich fange an, winken. Ich so, Mustafa, meine Mutter so, Hüpfrasse. Und ich so, nein, das ist der Mustafa. Ich so, bist jetzt ruhig und so, zieht mich mit, weißt du. Ich kann winken. Nachher geht er einfach weg, weißt du, oder er hat es nicht gesehen, keine Ahnung was. Und ich bin dort so unschuldig gewesen, ich habe nicht gecheckt, weißt du, Ja, logisch. dass Ja. er dort ist zum Geiern, Bruder. Ja, Mann, das ist so meine... Das ist. Jetzt verstehe ich. Oder? Bruder, es ist FK-Strand. Wenn du jetzt anschauen, geh einfach. Ich schwöre, wieso musst du wie so einen So musst du wie so ein Creep Pirat, ekelhaft. dort oben, Dass der Leute weisst? noch unwohl fühlt. Bro, wie so ein Geier, wirklich, einfach dort oben gehängt. Komische Leute. Verstehst du nicht? Auf jeden Fall, ich glaube, wenn ich mir Mühe gebe, könnte ich den Platz wieder finden. Ja. Falls mal willst, Nein. Muscheln sammeln. Ja, fix. Ja? Das sind nämlich feine Weißt du, letzten Sommer, wo wir wieder Paros waren, Aros in Paros? haben wir ja so ein Flüchtlingsboot gemietet. Also so ein Katamaran, nein, was war es? Flüchtlingsboot. Okay, ja. Und dann sind wir rumgefahren und ab irgendeinem Punkt sind wir, es war eigentlich der Schluss, sind wir irgendwo angekommen und das Wasser war schon klar und so. Ja. Und dann sind wir ins Wasser gegangen und wir haben gedacht, jetzt schwimmst du, aber du bist einfach am Start gewesen. Das war so schönes Wasser, Bro. Bro, ich bin so vom Boot runtergegumpelt und ich bin einfach so Augenhöhe mit dem Boot. Und dann sehe ich so Inseln und ich so, ja, keine Ahnung, so. Alter, wie schön ist das Wasser dort. Ich so, Chance, rein theoretisch können wir auch zu der Insel laufen, machen wir einfach mal. Oh, Nimm mich Wunder. Nimm mich Wunder, Bro. Stimmt, also wir haben das Boot gemietet Ja. und sind eben mit dem in so einer Bucht an. Haben Wir haben so, eine schöne Tour gemacht, so, Ja, ja. durch ein paar so Sachen, die sie uns vorgeschlagen haben. Und wir haben ja so, eben, wir sind in so einer Bucht angekommen, haben den Anker geworfen dort, wie so... Wir haben den Anker garantiert nie richtig geworfen. Ich sag, bis jetzt. Wir haben etwas abgeschossen, aber es hat uns nicht geholt. Kommt? Und Ja. nachher bin ich mit dem Chance am Laufen und wir haben gedacht, vielleicht haben wir sogar Glück und es gibt einen Kiosk oder irgendetwas, wir können etwas kaufen. Wir sind schon am Hey, verdurstet wir sind ja so dumm gewesen und sind auf das Boot gegangen und haben einfach gefunden, so Proviant. nein, wir so, ja, weißt du, nachher Jungs, tun wir da kommen, gehen der Insel essen. Nachher, Ja. wir gehen ins Auto, wir gehen ins Dings mit das Boot. Er so, ja, und dann fahren wir, das könnt ihr machen, das. Und wir so, ja, wo können wir essen? Er so, nirgends, du darfst nicht anhalten und aussteigen. Und wir so, aha. Ja. Dann haben wir kurz angehalten und dann haben wir dich irgendwo rausgelassen. Genau, ich habe ja wirklich nicht mehr können, Bruder. So. Ja. Das war auch ein bisschen anstrengend gewesen. Es ist wirklich, also die ganze Zeit Wasser angespritzt und das Boot, also... Ich weiß noch einmal, ich bin so am Boot fahren und wir fahren halt mit Max-Tempo und Max-Tempo ist, was ist bei diesem Boot gewesen, weil man keine Prüfung hat und so weiter, ist halt, was sagen wir jetzt, 20, 30 Kilometer pro Stunde, Max. Keine Ahnung. irgendwie Einfach so- langsam, Reden wir oder? in Knoten. Genau, 4. ein halb. Ja. Und wir fahren und es ist ja normal, dass ein bisschen Wasser spritzt und so. Und ich bin am Fahren und der Josh wird so nass gespritzt so. Und er, sehr hart. Und ich so, was, Bro? Bro, fahr mal richtig. Ich halt da, ich so, Bro, mein Ernst. Die andere auch, Bruder, es ist ein bisschen im Wasser, du wirst nass. Er so, sorry, ich so, schwacher Moment, könnt ihr Bro, mich kurz rauslassen? Ich bin die ganze Zeit in der Sonne gewesen Ja, und ja, fix. so. Weißt du, wo wir... Aber weißt du, so, amigs hast du ja den
den Gaspedal auf Maximum verdrückt. Und dann ist amigs schon, Bro, der Boot ist so wie Design. Er hat gesagt, für 5 Leute. Er hat vergessen, dass Aber er es hat 5 Bärs. vergessen, dass wir 5 Haiwan sind, Bruder. Er hat uns angeschaut, er so, shit. Er so, please call me, any emergency. Ja. Weißt du noch in dieser Bucht, wo wir so Hunger hatten, dass wir gegangen sind und nachher hat so einen fetten Boot gehabt von Israelis und die haben fette Buffet gehabt. Und wir haben überlegt, wie somalische Piraten einfach entern und essen. Einfach entern und essen. Und dann haben wir irgendwann mal so Stare-Contest gehabt, weil irgend so ein fetter Hurensohn von denen dort uns angeschaut hat. Ja, aber der hat ein riesen Boot gehabt. Ja, Bro, dann hat er uns Ich gesagt. liebe ja. Sag, Bruder. Ich liebe Kennex back then, Bro. Wie wir haben so ein Boot gesehen und auf dem Boot hat er sogar ein Auto gehabt, glaube ich. Das ist später passiert. Oder ein Roller, So, wir haben Maserati-Logo gesehen. Wir so, tschüss. Aber wer ist das gewesen? Stimmt, das ist irgendein berühmter Wir haben da Moncler sein Dings. Moncler, der CEO, Sohn. Sein Sohn oder so. Wir sind googeln, wir so fettes, schwarzes Schiff, extrem riesige Yacht. Ja. Und dann haben wir Heli-Landeplatz, was okay, vielleicht was nicht. denkst du, wie teuer ist der Boot und so? Und Wir so, ja, 3,5 Millionen, 5, dann gehen wir schauen. 12 oder so? Oh, 25 Millionen. 25 Millionen, Bro. Und das, du siehst auch, weißt du, wie bei Index, so beim Kanton Zürich, wenn du so nach Auto suchst, weißt du, wenn so. Ja. Ich bin so auf Map gegangen, so wie bei Flightradar, gesehen, so dort, dann gehe ich drauf und ich einfach so Besitzer und so. Also gut, ich habe nachher googelt nach einem Modell und sie sind 3 gebaut. Und der in Paros ist CEO. Auf jeden Fall Krass, Mann. sind wir in dieser Bucht angekommen. Und ich und der Chance laufen Richtung Insel und sagen uns so, hey, weißt du, wir können das und das machen. Und ich glaube, wir haben sogar noch eine Böll mitgenommen, weil wir so zu spielen auf die Insel. Voll. Und je nachher wir kommen. Also wir haben gewusst, es ist irgendwo da ein FK-Strand, es ist ja links etwas und rechts. Ja. Aber wir haben nicht gewusst genau, wie der FK ist und wir so kommen wir genau von dort. Wir haben nicht gewusst, weißt du, wenn wir schauen, so der Strand, dann ist es eigentlich normal. Also, viele Leute haben etwas Normales an. Ja. Bis wir den ersten 60-Jährigen gesehen haben mit seinen 3 Meter Eier, die so am Hängen sind. Gut. Der gute Der hat Renz. sicher auch Rückenweh, Bruder. Nein, Bro, der ist dort gewesen und hockt an und gesagt, das ist der FK-Strand. Die sind einfach so an den Strand gelaufen und ich komme einfach so. Also, das ist so lustig. Dass Eigentlich hätte man bis so spielen, so Europe, Alhamdulillah. God did. We made it. Ich sage zum ersten Mal sagen, Europe, Wallah, Europe. Malaga, yes, Europe, Alhamdulillah. Give money. Iloma. Hey, Das wäre lustig. Hätte wir den durchgezogen, weil als Europe sollte kennen. Aber auf jeden Fall sind wir dort angekommen und ich und der Chance, komm, machen wir schnell und so weißt du. Lust auf die 70-Jährigen. Europe? Das ist richtig gut gewesen. Das sind wir nächstes Jahr durch, oder das haben wir gemacht. Auf jeden Fall sind wir dort gewesen, Bro, kein Kiosk natürlich. Also warte, nochmal zum Erklären. Ihr sind einfach aus dem Boot rausgegumpelt Und einfach gelaufen. und sind einfach an den Strand gelaufen. Ja, so vor 5 Minuten, nicht so. Und dann, ich komme einfach so aus dem Nichts, aus Laufen dem wir Wasser, raus, ja. als wäre der Aquaman, Bro. Und die landen einfach am FKK-Strand. Ja, und dann sind wir dort gewesen. Wir sind ja gut, es sind nur alte Leute und so, komm, kein Bock eigentlich, weißt du, so, es sieht nicht so geil aus, es ist kein Feld, nichts, es ist einfach nur ein Strand. Ja. Dann haben wir so ein bisschen weiterhin haben wir so ein Feld gesehen, Volleyballfeld, wir so, komm, wir dort ein bisschen spielen. Dann haben wir angefangen zu spielen und so, und dann hat halt der Kollege den Ball weggeschossen, ein bisschen weiter, und ich habe mich so geholt, und ich gehe, und ich so, Konjo. Oh Gott. Der Chance ist nachher so, Bro, wie lange hast du Kaffee? Du hast ein Böll. Du so am Böllen suchen. Überall, nur Ein- der eine Böll so- vor mir, ich kann wegkicken. Eigentlich so, dort ist der Böll. Du, Nein, weg und aber ihr. Hey, dann nein, bin ich zurück und ich so, aber ist Bro, ja eigentlich mittlerweile, also ich glaube in Spanien ist es etwas, oder in Frankreich ist es etwas vom Allernormalsten. Dass halt Frauen zum Beispiel oben ohne sind hey, am Frankreich Strand. hat die meisten Arabis und Nachfries und Leute und so weiter. Bruder, wenn die das geschafft haben, dann ist überall möglich. Auf jeden Fall, ja, dann sind wir ein bisschen schockiert gewesen. So. Vor allem, es ist so ein bisschen komisch, Bro, weißt du, so, wir sind dann zurückgelaufen und dann haben wir auf dem Weg so eine Gruppe von 4 Frauen gesehen, von England, Irland und nebendran so eine Gruppe von alten Männern. Und ich so, das ist kein Zufall, Bruder. Nein, 100% nicht. Das ist kein Zufall. Und ich so, Aber gönn denen, Bro. nein, ich gehe nicht. Nein, ich gönn nicht. Die Uhren sind. Nachher habe ich kurz gesagt, so Chance, wenn wir, ich so, nein, das ist keine gute Idee. Wenn du jetzt zu nach der Frau gehst und sagst, ey, dorthin jetzt, es kommt nicht gut an, egal was. Ich habe das Gefühl, du bist einfach. Und das könnte ich so, ey, dorthin jetzt nach. Hey Bro, ja. Aber es ist noch krass, weil eben, ich meine, ich glaube in Spanien oder Frankreich ist es ja etwas vom Normalsten. Und da in Zürich gibt es zum Beispiel Frauenbody. Ja.
Gibt es in Gaziantep auch? In Gaziantep aus anderen Gründen. Aus der richtigen Grund. Alhamdulillah, aus richtigen Aus Gründen. der einzig relevanten Grund. Als in der Schweiz. Und das ist einfach, damit halt zum Beispiel Frauen können oben ohne sühneln, ohne dass irgendwelche Menschen anfangen zu bellen. Ja. Bro, ich bin mal mit einer Girl in Italien gsi. Mhm. Irgendwo am Meer. Mhm. Und sie hat halt auch oben ohne gesühnelt so. Mhm. Ja, und Leute sind halt so vorbeigelaufen, weißt du, und haben so erst sie angeschaut Dann dich und dann mich und dann nicht gönnt. und dann nicht gönnt, sowieso nicht. Und dann haben sie sich gedacht, hey Bruder, es gibt wie 2 Möglichkeiten, 3 Möglichkeiten. Entweder, das ist von Make-A-Wish Foundation. Weißt du, was ich meine? So, So ein Wunsch erfüllen. ein Wunsch erfüllen, so einmal mit einem richtig 10 von paraten 10 von 10, danke vielmals 10 von für 10 den von- Rücken. Schon gut. Für 10% Frau. Einen schönen Tag verbringen. Das will ich heute auch gemacht. Und ich meine, Bro, die Frau ist. Die hat mein Leben gefickt, weißt du? Dort. Mhm. Wieso? Egal, Bro. Okay. Ach, dann geht's rund. Okay, Nein, ja. nein. Aber. Der zweite Grund ist wahrscheinlich, Weißt du, was ich vielleicht, wie meine? du Cash hast. Ja, normal. Der zweite Grund könnte sein, entweder ich habe richtig Cash, Und der dritte? ich habe einen Riesenschwanz. 3 faire plausible Gründe. Oder? Ja. Ich will jeden respektieren. Aber, Bro, wie wir alle wissen, habe ich kein Cash. Wer einen Riesenschwanz hat in diesem Podcast, das ist wie auch schon klar. Eigentlich hätte ich müssen sagen, ich habe keinen Cash. Punkt. Und Make-A-Wish habe ich nicht nötig. Ja. Weil ich bin Fame und ich kann dir ausdenken. Ja, hoi Woody. Und dann läuft sie so auch oben, weißt du, Bro, sie ist einfach Leben am Chillen. Und ich meine, sie ist oben ohne dort am, einfach der Feminist King, nicht ich. Weißt du, Vogue Feminist King. Ich häng sie auch Ja, ich oben habe in Zürich ohne. so chill. Ich häng sie auch oben ohne selber, weißt du. Mir ist doch egal. Bro, im anderen Land, mir wäre auch scheißegal. Hey, nein, ich sag dir ganz ehrlich, Bro, so vor ein paar Jahren ist das etwas gewesen, einfach auch aufgrund von toxischer Männlichkeit, glaube ich, und so von der Gesellschaft und so, was mich gestört hat, wenn so mein Girl oben ohne nicht mehr chillt. Aber Jetzt? hey, ich glaube, es ist mir scheißegal. Ja. So, also weißt du, so, wenn sie klarkommt damit, dass halt, wie dort in Italien, Bro, sie hat das beste Leben gehabt, sie hat chillt. Nachher laufen so in Original, Bro. Sie ist übrigens eine Albanerin gewesen. Und es laufen so. Du siehst einfach, Bro, es sind Chippies, die vorbeilaufen. Also, wir haben sie auch gehört reden, weißt du? Und die laufen zu Chörebe, Zite. Sogar die Wörter kann ich. so. Und da hängst nein. Oh, da hast du das, ja. Auf jeden Fall laufen sie vorbei, Bro, und ich höre nur. Aber weißt du, nicht so der deine Mutter hat dich verwünscht bei etwas, sondern der grusige, Missgeburten, alte, So der abwertend. der abwertende, aber auch so der, aber nicht am Wegschauen, weißt du? Also, So erstens, er findet nicht, er wird dir sagen so, schau, was du machst, aber er ja. hat gern. Aber er Trotzdem. hat fast gern gehabt. Hey Bro, und dann hat sie sich halt hat sie sich wieder angelegt, Bro, weil sie so unangenehm war. Und ich meine, was ich eigentlich wollte sagen ist, hey, Frauen haben ja mittlerweile Frauenbody. Was wollt ihr denn noch mehr? Das haben wir jetzt nicht gesehen, Bruder. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt so wie so, lernt einfach die Leute. Was wollt ihr denn eigentlich? Nein, Spaß. Nein, Hey, cool, dass du mit dem gut zurechtkommst. hey, also weißt du, Bro, ich rede das natürlich auch krass, so, aber ich Redest meine, immer einfach, ja. ich meine, wenn ich jetzt in Tösbody wäre und all die hirnlos im... Ich bin gerade vorne mit dem Bus hergelaufen und 3 Mal schatten, was ich vor der Body gesehen habe. Was ist das? 2 Kasten weg. Ja, Bro, normal. Auf jeden Fall, wenn ich Tösbody wäre mit meinem Girl und sie ist oben und am chillen und nachher kommen auf einmal Jungs, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, und sie reden mit mir 7 Stunden, weil auf einmal findet sie mich interessant dabei, Voll. am Schielen, weißt du? Er so, ja, Bro. Ich bin brutal krass, was du machst. Ich so, hey, ich komme gerade wieder, ich komme bis zu trinken, ich gehe weg. Er hat weiterreden. Ja, und dann, der Podcast läuft ja nicht schlecht, habe ich gesehen. Und, nein, Bro, es ist grusig. Ich sag dir ganz ehrlich, Ja, es ist sicher grusig. unschuldig. Also ich finde Respekt, dass du schon mal so Standing hast im Kopf. Ja, also. Ich verweigere Aussage. Hey, Mal so, es ist schwierig. Aber ja, man, das ist krass. Also wir sind, glaube ich, sonst, aber beide so ein bisschen nicht der Bodymensch.
Hey, ich kann nicht so gerne Body, Alter. Ich halt. Ich habe zum Beispiel Ich habe sehr gerne gerne... dort, wo ein Animal hingehört im Wasser. Bro, ich kann sehr gerne einfach See. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, du bist einfach auch ein bisschen wasserscheu. Ja, Bro, ich habe ja bis vor einem Jahr ein Trauma gehabt, weil ich nicht gewusst habe, wieso es kommt. Wieso? Bro, ich bin ja einmal fast ertrunken mit 2, 3. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe jahrelang Schiss vor Wasser gehabt. Oh. Ich habe nicht gewusst, wieso. Weißt, ich bin so im Wasser und ich könnte jetzt ertrinken. Und ich so, aber... Ich weiss noch, wo wir einen Pool hatten in... wo war das gewesen, Mann? Eben, Bro, all die Ferien, ich habe immer Mühe gehabt. Du hast immer Mühe ins Wasser kommen. Es geht vor allem nicht darum, ins Wasser zu gehen, sondern wenn ich weiss, es ist tief. Mein Kopf geht, ich kann es nicht. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, wieso. Und dann ich bin auch Bruder, ich bin als Kind, auch als Teenager Schwimmkurs gegangen, weißt du, so überwinden. Das Schlimmste war für mich, als ich so mit 10, 11 Schwimmkurs gegangen bin. Aber du bist doch in der Schweiz geboren? Ja. Okay. Das heisst? Ich weiß nicht, also wenn ist denn das mit dem Wasser passiert? Bro, so mit 2, 3, weiß nicht. Meine Eltern, eben, auf jeden Fall, ich komme gerade zu dem, ich bin mal so mit 10, 11 im Schwimmkurs gewesen und es hat so 2 Hälften gehabt. Die erste Hälfte war so, gewesen, du kannst normal noch stehen und dann Bewegungen lernen. Und die zweite Hälfte, ab dort habe ich Schiss gehabt. Schon Panik. Die zweite Hälfte hat sich der Boden runtergetan, damit es tiefer wird. Ui. Und ich so, ich kann nicht. Ich bin aus, ich kann das nicht. Krass. Und dann hat sie, weißt, immer wieder versucht, ich habe es geschafft. Und letztes Jahr, so, bevor wir auf Paros sind, ich sage, Anne, Baba, ich so, kann nicht sein, Mann. Ich schaue mir Dice an, Bro, die machen Auerbacher, Köpfler und so, die brechen drauf. Köpfler? Also, ich habe das Gefühl, ich kann, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Bro, ich kann Ich glaube habe es mehr so aus. 8 bin oder so habe ich das probiert zu lernen. Ja. Es geht nicht. Keine Ahnung. Ich kann entweder das ich Vertrauen in die Welt, aber es geht nicht. Ich kann nicht so den graziösen Sprung machen. So. Vielleicht musst du ein bisschen anlaufen. Ja. So vielleicht 1, 2 Schritte, dass du schaffst, dass du mal den Kopf dir vorne. Man übt ja, dass man so seine Hände aufentut und so dazwischen durchschaut und dann gumpst du ja einfach so oben, weißt du, von dem Bro, ich gump, ich mache die Bewegung und wenn ich das lande, macht weiß bei mir Gott. immer so, ich gump und ich gehe so einen halben Meter vor und nachher ist Klapp vom Bauch. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mit dem Eltern geredet und sie so, keine Ahnung und so. Du hast aber auch schon als Kind und so, hast einen schlimmen Unfall gehabt, so weißt du, so was. Dann die so, ja, wir sind mal, wo du 2, 3 warst, bist du mit dir am Laufen gewesen, im Wald. Das war so Herbst, Winter gewesen, weißt du. Ja. Und Bro, ich habe es so unterschätzt, Bruder, wenn du Kinder 1 Sekunde aus den Augen lässt. Aufs Mal alles kann passieren. Und die Eltern haben halt vielleicht 1, 2 Sekunden mich aus den Augen gelassen, oder vielleicht bin ich halt auch am Rennen gewesen und sie so, okay, lassen wir ihn jetzt ein bisschen. Ja. Wie wenn ich den Woody im Wald lerne. Genau, und Bruder, so was hat es gekommen, ich bin neugierig und habe Stimm-ADS gehabt schon dort. Ich bin irgendwann mal nicht mehr, also weißt du, sie so nach ein paar Sekunden schon sehr geantwortet. Und dann haben sie gerade angefangen, weißt du, so rumrennen und so bitter. Und dann haben sie mich gesehen, so wie ich so wirklich so am Ertrinken bin, in so einem kleinen Teich. Also du findest lustig, dass Kinder ertrinken? Krass. Also. Bruder, ich habe gelacht, weil du einen Fuß kassiert hast als Kind. Jemand dich geschuft hat. Also, darf ich schon fragen, wie tief ist das eigentlich? Bruder, ich bin 2, 3 gewesen. Habe ich Maßstab dabei gehabt, so. Kannst du dir vorstellen, wenn ich so groß gewesen bin, ist wahrscheinlich maximal bis Tisch oder so. Und Ja, bitte, frag, Bro. Ich habe dir noch weitere Antworten gegeben, wie Kinder ertrinken. ist alles gut gegangen, oder? Offensichtlich nicht, ich habe 20 Jahre Trauma gehabt nachher. Die Mutter so, komm, Sarah, go baden, du. Nein, Bro, ich habe nie so als Kind, also ich habe nie so, wie müssen, wie soll ich sagen, so, ich bin nie panisch geworden, aber ich habe einfach gesagt, ich komme nicht ins Wasser rein. Bro, das Ding ist, wieso ich gelacht habe. Yeah. Ich habe mir so vorgestellt, es ist so eine kleine Pfütze oder so. Und du liegst einfach mit dem Gesicht. Weißt du? Anne! Ich stirb. Aufmerksamkeit sehr witzig. Oh shit. Ja, Bro, auf jeden Fall haben sie mir das dann gesagt und Wie der Edkin gestern beim Bärwürfeln. Oder so wie. ja, das ist aber. Also, wo er am Bett war, Das müssen wir nächstes Mal einführen. Du darfst nur Augen zuheben. Ey, nein, Bro, ja, sorry. Ja, auf jeden Fall, ja, haben sie mir nicht gesagt, bevor ich auf Paros bin. Dann bin ich auch mit euch gegangen und sind ja vom Boot gekommen. Ich so, Jungs, ich stehe vom Boot.
Nachher der Shit so, Bro, komm. Ich so, meinst du? So, er sagt, komm, Bro, komm. Wir sind da, weißt du? Ja. Du so, ja, sie sind da. Ja, so, Stick dir, weiß ich Stimmt, aber ist nicht mal tief gewesen. Nein, Bro, überhaupt nicht. Ja. Weißt du, wo bin ich gekommen? Dort, wo ich. An dem Goldstrand? Nein, zuerst dort, wo die Kille war. Kurz Ah, einmal. ja, dort bei Und der nachher blauen sind wir- Lagune. Und nachher sind wir zusammen ganz klar. Ja, Und wir tun auch so Dings gesehen, so Igel, wie so lang Wir haben da. Seeigel gesehen, die sind ja giftig. Ja. Und dort, Bro, ich bin richtig happy gewesen. Ich bin ins Wasser gumpen, Bro. Und ich habe nicht, weißt du, ich habe nicht so gewusst, was muss ich jetzt machen. Ja. Bro, ich habe 20 Jahre lang, ich habe einen Kurs besucht und ich so, du musst es so machen, atmung so. Bro, ich bin einfach ins Wasser gumpet und das ist passiert. Welche Abzeichen hast du als Kind bekommen? Mitgemacht. Nein, es gibt ja so, es hat ja Anwesend. nicht ertrunken. Überlebt. Ich habe bis heute überlebt. Direkt. Es gibt ja, ich glaube, Seepferd hat es gehabt. Oh, Bro, ich habe, glaube ich, nichts bekommen. Ich bin halt, Also ich glaube, das schlechteste. ich bin halt vor allem, weißt du, wann bin ich gegangen? Dann, wenn es am günstigsten war, in der Sportferien, hast du immer so einen Katalog bekommen von der Stadt Vinti. Ja, aber du hast So ja für- eigentlich in der für- Schule nie Schwimmunterricht gehabt. Nein. Bist nie im Wir sind- Sport ins Schwimmen Wir gegangen? sind mal etwa dir vielleicht ins Hallenbad gegangen. Ja, eben. Aber ich sage jetzt mal, das kannst du vielleicht ablesen. Also ich habe so in Erinnerung, vielleicht maximal 1 bis 3 Mal im Jahr, max. Aber ich Genau, verstehe aber auch, irgendwann hast du aber die Schwimmprüfung. Haben wir das? Ich Ja. weiß nicht, ich habe es nicht präsent. Weißt du nicht, wie die sind so. Hey Bro, sagt mir jetzt etwas, ja. Wer ist der, der einfach dabei war? Ich glaube Seepferdli oder Pinguin. Ja, in dem Fall das. Aber ich habe wahrscheinlich gerade entsorgt. Aber das Ding ist eben, ich habe so den. Bro, ich bin sehr viel schwimmen als Kind so. Mhm. Und ich habe so den Seepferd bekommen. Und Bro, ein Seepferd tönt für mich nach jemandem, der gut kann schwimmen. Agil und schnell. Und so. Weißt du, was ich meine? Ja, du nicht, oder? Hey, das ist der zweitschlechteste oder der schlechteste. Du in was? Und ich habe mich dann halt so mega gekränkt gefühlt von dem Missgeburt Schwimmlehrer, dass er mir sagt, du kannst nicht gut schwimmen. Ich so, Bruder, bin ich ertrunken? Ich stand noch vor dir da, So, oder? ich stand ja noch da, ich bin im Wasser gewesen, Ich ich bin bin von raus. A nach B gekommen, ich bin rausgekommen. Und ich sage dir jetzt meine Meinung. Also was soll ich dort machen? So Schwimmfigur oder was? Bis heute hat mich das gekränkt, Bruder. Der Horst. Aber ist schon krass. Es ist wie so, es hat Aber- so andere, ja, sorry. Was mich eben bei dem Ganzen so nochmal mir so zeigt, ist, Bruder, was muss alles. Also, es tut dich schon extrem lang begleiten, wenn du etwas Krankes, positiv oder auch negativ, in deiner Kindheit erlebst. Du checkst nicht, Bro, ich habe nicht gecheckt. 28, ich habe gecheckt. Nach 25 Jahren. Aber, also weißt du, auch weil es halt in unserer Kultur nicht so ist, wenn ich ihnen von Trauma erzähle, die wissen wahrscheinlich schon, was Trauma ist, aber Uhren sagen sie, ja, du bist einfach fast ertrunken, Ja, das ist also- das Trauma. Es gibt ja mega viele so halt Menschen, wo also therapeutische Figuren, wo halt wieder davon ausgehen, dass alle Traumas und all deine Charaktereigenschaften wie von dem können, was du halt als Kind erlebt hast oder gemacht hast, weißt du, so, dass es dein Leben lang prägt. Mhm. Ich weiß es nicht, ich glaube, aber Freud ist ja so eine von der Theorie, dass er sagt, dass das ganze Leben als im Kindheitsalter wie bestimmt wird, oder? Ja. Und dann gibt es ja die Professorinnen, Professoren, Therapeutinnen, die von dem inneren Kind reden. Ja, Ich glaube, Stefanie Staub heisst sie, die das Buch geschrieben hat. Shoutout. Das Kind in ihr muss Heimat finden. Was ein mega Bestseller war, wo mega viele Menschen auf einmal versucht haben, an ihrer toxischen Seite zu arbeiten. Mhm. Including me. Und das ist schon krass, was du halt als Kind alles mitnimmst, noch in die späteren Leben. Safe. Ich has immer wieder gehört. Es ist nicht so, dass ich noch nie etwas gehört habe bis 28. So, ja, als Kind Sachen prägen dich, aber Bro, ich habe schon vorher die Geschichte gewusst. Dass ich mal fast ertrunken bin, aber ich habe nie doch die Verbindung gesucht. Fix. Bis ich mit den Eltern mal so, das muss ich auch sagen, so, wenn du ausziehst, kann ich jedem sagen, so Beziehung mit Eltern wird brutal schön. Ich schwöre, ja. Und dort habe ich ein offenes Gespräch gehabt, direkt. Ich so, ey Mann, wie geht das? Ich habe mich Kurs geschickt, ich habe versucht. Ja, ist schon Das krass. schießt mich an, man. Weißt du, es ist ich finde Wasser schön. Aber es ist ja nicht so, dass du nicht schwimmen kannst. Du bist auch wirklich nicht gerne im Wasser gewesen. Ich habe, Bro, das Ding ist, weißt du, das ist das Problem gewesen? Zum genau erklären, sobald ich mal irgendwie das Gefühl hatte, oh, jetzt habe ich nicht mehr so im Griff mit dem Schwimmen, es kommt nicht so schrittweise so beruhigt, sondern direkt die Angst, es nimmt. So wirklich Panik. So direkt so, du stirbst, Bruder. Hast du mal überlegt, so die... Sag. Schwimmflügel. Oder wie heißt die Röhre da? Eben die Nudeln. Nudeln, genau.
Bro, das sind der Shit, sag dir ehrlich. Nur das sind der Shit. Nur dann schon paar... Sorry, zum ersten Mal öffnest du dich in diesem Podcast. Und du redest. Ich habe vorher gedacht, ich endlich so... mal Chance, um dir etwas zurückzugeben. Bruder, mach. Top dich aus. Also, so, wenn du am Alpamare gegangen bist. Nein, ich bin nicht gegangen. Hast Das fängt schon dort an. Warte, lass mich mal überlegen. Aber nein, bring dem Alpamare, komm. Also wenn ich Alpamare gehe... Bro, ich würde fragen, so, hast du so, wenn du gerutschen bist du am so ohnmächtig geworden? Nein, aber was in Türkei passiert ist... Bro, ich bin so in einer Rutsche gewesen, vom Hotel und du kennst auch, ihr kennt sicher auch die so Schlangen-Dings macht und nachher am Schluss bist du so wie so ein grosser WC-Schüssel, wo dich so Dings nach... Also einfach jede Bahn im Alpamare. So. Ja, so etwas. Ja. Und ich bin dort gewesen, Bro, und ich bin so mit dem Jürmals drauf, mit meinem Bruder, und ich bin zuerst und ich so, boah, zu geil, weißt du, zuerst ein bisschen offen. Ja. Und das gibt es auch mal ein paar Mal auch. Zuerst offen, nachher wieder zudeckt, aber das Geilste ist, wenn du im Alpamare warst, wenn es geschneit hat. Ja, okay. Scheint. Und ich bin dann, ich habe es schon gekannt, weißt du, wenn irgendwann mal geht das Ganze zu und dann gibt es vielleicht Lichter etwas oder irgendetwas, weißt du, das ist nie dunkel. Bruder, ich war dort in der Türkei, in Antalya, ich gehe in die Rutsche, 5 Sekunden urschön, 5 Sekunden dunkel. Ich habe Panik bekommen. Bruder, ich sehe nichts. Es ist dunkel, ich weiß, ich rutsche einfach. Und ich so, was habe ich gemacht in dem Moment? Ah, gut so. Bad nicht raus. Und ja, das ist schon easy Dings, aber ich bin froh, Mann. Ich bin froh, dass das weil nach Paros sind wir auch, weißt du, haben auch Jungs mal so ein Boot gemietet auf dem Zürichsee, ich bin auch schwimmen und so. Ja, okay. Richtig schön gewesen, Mann. Haben mich gefreut. Wenn es geregnet hat? Ja, fast schon trunk. Bei Gewitter ist schlimm gewesen. Hast du dann so Bungee-Angst gehabt? So? Ja, bei Gewitter ist ganz schlimm gewesen. Bei Gewitter habe ich mindestens 3 Schirme gebraucht. Weil es darf nicht vor mir nass sein, weil ich kann es schon trinken. Bei Pfützen, weißt du. Okay, du nimmst mir all den Spaß weg. Ja, das ist der Trick, den du nie bei mir gemacht hast. Weil das, Bruder, du verstehst nie. Mich stresst dich nicht. Das, was wir sagen, ist lustig. Mich stresst dich einfach... Du hast dich stressen lassen, verstehst du? Ja, Mann. Und Peri ist eins heute. Ja, Peri ist also... Apropos gestern... Reden wir nicht über sie, Bro. Stimmt, reden wir nicht über sie. Weil gestern hat sie mich wieder exposen auf ihrem Fame-Instagram. Hat sie mein Privat-Instagram posten. Kennst du das, Stimmt, kennst du das, wenn Leute so nur einen Teil von der Geschichte veröffentlichen? Ja. So. Gestern hast du eine Story gemacht von allen, wo... Also das Bild von allen, wo an meinem Grill- und Werwolf-Sommerparty sind. Und du hast auch hier markiert, so, dass ich reposten kann. Mich hast du nicht markiert. Ohne Scheiß? Ja, dann frage ich dich, wo hast du mich markiert auf den 4 Stories vor? Ich habe niemand markiert. Das ist der Unterschied. Bruder, dann ich markiere dich jetzt. Nein, Bro, ich will nicht. Ich will auch nicht mehr. Ich will reposten, weißt du? Nein, ich mache jetzt. Nein, ich will nicht mehr. Nein, ich mache jetzt. Aber genau, was wir gestern gemacht haben, ist, wir haben, also ich habe zum Grillen eingeladen bei mir daheim. Wir waren über 20 Leute gewesen, und wir haben gewürfelt. Werwürfel ist etwas, was wir gerne machen. Ja. Es war schön, es war lustig. Nice gewesen. Ist auch gut für dich wieder mal, dass du mal endlich ein bisschen überlebt hast. Voll, danke, dass du gestern Spielleiter ja, fix. Aus dem Freundeskreis, sonst ist ja immer der Fall klar gewesen. 2 Runden. Ich liebe das Spiel, Bro. Endlich kann ich das jahrelange das Manipulieren und das Gaslighten endlich einmal für etwas Gutes nutzen. Ja, Mann. Und im Werwürfel gewinnen. Und es ist noch lustig, wie emotional die Leute werden. Und du merkst auch, wie ich so das Gefühl habe, ich bin Detektiv Conan. Ja. Also, wo er geredet hat, Stimme ist wie nennen wir das? Du so gestern, ja, weißt du, wo er geredet hat? Dämpft. Du so dämpft, das heisst Hand vor dem Mund, dies und das. Ja, aber also ich habe nicht mehr getüpft, Bro. Ich habe zum Beispiel eine Runde alle 3 Werwölfe hintereinander getüpft. Ja, fix. Wie ich einfach so... Bist du auch Türke gewesen vor allem? Nein, Spaß. Auch das Prinzip mal Türken umbringen. Nein, Spaß. Ich darf wahrscheinlich nicht mehr in die Türkei reisen. Wegen? Wegen meinem Anti-Erdogan-Interview, das ich in der Zeitung gegeben habe. Meinst du? Ich weiß nicht, Bro. Leute sind wegen Tweets nicht mehr reingekommen. Also
Ich weiß, dass es hat ja auch mal Phasen gegeben, wo ganz kritisch war. Ja, ja. Und zu dieser Phase hat mein Vater, er hat Datenschutz, Social Media nicht gecheckt, alles Ja. für mich öffentlich gewesen. Öffentlich. Und er hat einfach so Sachen gegen die türkische Regierung gepostet, weißt du, so Währung, die Leute leiden, ja sich und so, weißt du, so. Es muss sich etwas ändern. Ja. Und nachher, ich war in der Ferien, ich wollte machen, so, ey, bist du lebensmit? Also was? Ich so, dieses Facebook ist max öffentlich. Ja. Und gerade vor 2 Tagen, ich meine Mutter, ich hatte in Bulgarien und Antalya jetzt genommen. Alter, das ist so schlimm. Er so, der macht Dings, privat. Kennst du das? Er so, du hast mein Passwort, mach privat. Alter. Ich glaube nicht im Fall, weil du hast ja nicht so gesagt, von wegen, Bro, es gibt Leute, die sind ja in der Türkei Max gegen die. Du hast sicher nicht einen Gefallen gemacht mit dem, Ja. garantiert nicht. Also, wenn du in Zukunft länger aufgehalten wirst und so, kannst du eben nachverfolgen, von was kommt. Mhm. Aber ich glaube, dass gerade mit nicht Einreise ist, Bruder, die sind wirtschaftlich am Arsch. Ja, die nehmen wie jeder Mensch. Ey, wenn sie sehen, du bist regelmäßig in Istanbul, dann... Ja, fair. Ich denke aber nicht, ich denke nicht. Aber scheiß drauf. Eben der Werwolf-Abend, also ich finde es ein mega schöner Abend gewesen gestern. Ja, fix ist schön. Weil wir haben voll die guten Gespräche Wir geführt. haben ganz geil gegessen. Boah. Wir haben ganz krank gegessen, Bro. Ich glaube, Das ist mega schön. ich habe etwa 10 Kilo Fleisch eingekauft, Bro. Und die Hälfte ist immer noch oben. Ja, Mann, schade. Aber ganz krasse Sachen haben wir gegessen. Wir haben ganz gute Gespräche geführt. Ja, Mann. Gleichzeitig hat er einen Wintertour Champions League gewonnen. Ja, Mann. Ist der. Haben wir etwas so... Weißt Wir du haben nicht, doch doch so mal irgendetwas... irgendeinen. Wir haben doch so... Nein. Nein. King. Ist der. Ich habe übrigens auch den Damian eingeladen, zum mit uns Ding. Aber er ist ja spielen? in Weißt du, Bronx. was er mir schreibt? Was? Er schreibt mir, hey Bro, ich bin übers Wochenende weg, sorry. Und dann sehe ich ein paar Stunden später Story wieder am Champions League Finale ist. Ja, safe, ja. Er nicht am Droppen, weißt du? Weil er ist ein bescheidener Er ist ein Junge. sehr bescheidener Junge, Mann. Ja, Mann. Letztes habe ich ihm geschrieben. Ich so, hey, Bello, ne, wegen dem und dem, ne. Er so, hey, ciao. Ich so, findest du mich hässlich? Er so, weg. Ich so, Bruder, gib mir doch ein Bello zurück. Sag mal, Bello zurück, Alter, shit. Ja. Und nachher so, nein, Mann, also, du weißt, ich finde dich hübsch. Er muss noch charakterisiert werden. Nein, er ist gut unterwegs. Ich bin richtig froh in unserem Team, wirklich. Ja, Mann. Ich habe heute gedacht, an einem ganz komischen Ort zwar, nach dem Duschen. Aber Denke ich auch oft dahin. ich so, ey, Mann, ich bin richtig froh, ist er rum und ist er so überzeugt auf uns. Voll, Mann, absolut King, Alter. Absolut, ich liebe dich. Aber wenn ich dich nicht so lange kenne, ich liebe dich. Besorg mal Tickets für Man City. Nein, Mann. Komm Kaffee mit reden. Mit Man City Tickets. Weil er ist... ihr lacht jetzt, aber Das stimmt. wann bist du mit dem Jonas eingezogen? 2008. Nein, das ist doch viel länger her. Ah, ja. Nein, ich bin 18 gewesen dort. 19. Welches Jahr ist, glaube ich, 19 gewesen? 2014, 15? Nein. Kann das sein? 2014, Dann bist du mit Lehre fertig geworden. 15, ja. Okay. Auf jeden Fall, dann ist er eingezogen und wir haben hier und da mal FIFA-Abend gemacht bei ihnen. Ja. Und halt jeder hat halt einen Verein gehabt, so, weißt, so, Ja. jeder ist so Fan gewesen. Und nachher der Josh ist so gekommen. Und ich weiß nicht mehr genau wieso, aber du so, Man City. Weißt du, wieso ich Man City-Fan bin? Ich glaube, wegen Farbe hast du Wegen gesagt. Farbe. Ja, gell? Du hast gesagt, ich glaube, du hast gesagt, so das Blau von denen ist halt das andere Das Blau ist geil und auch ihr Auslandstrikot damals, Ja, fix. Auswärtstrikot, ist so violett gewesen. Ja, Mann. Brutal. Das hat dir gefallen. Soll ich dir sagen, welche Spieler ich weiß, wo wie Ding sind? Sag. Man City. Aber jetzt ohne. Was? Also damals oder jetzt? Nein, damals. Drop. Akanji? Nein, Spaß. Nein, De Bruyne, Der ist schon lange dort, aber etwas so lang. Aber wahrscheinlich ja. Viermal, ja. dann der Jesus Navas. Ey, dann hat so einen Oger gehabt, so einen grossen Verteidiger mit Afro. Wenn er gelaufen ist, hat es ihm das ganze Spielfeld vibriert. Mit langen Haar. Also er hat so einen Afro gehabt, glaube ich. Also es hat einen gehabt, wo Vincent Company. Company. Ja. Company ist, glaube ich, Belgier. Resch? Also I don't see color, aber Ja, also Bruder. ja. Ja. Dann Arau. Oh, Ronaldinho. Nein, warte. Ey, Bro, look, du Er hast... ist, glaube ich, Stürmer gewesen. Aguero. Aguero. Aguero! Ja.
Also De Bruyne, Aguero. Jesus Navas, Company. Company. Bro, du hast für jede Position aufzählt, das ist gut. Goal habe ich noch niemand. Give me the fucking ball! Es ist nicht. Joe Hart. Ah, okay. Ja. Also ich nehme jetzt mal an, Bruder, du hast den gedroppt, ich weiß, die haben vor Jahren dort gespielt, aber ob es genau in dem Zeitraum sind, weiß ich nicht, aber es ist schon mal gut, dass du weißt. Die weiß ich. Du hast schon mehr Know-how über Fußball als Schieder. Das Stark. ist wie auch nicht... Stark. Der Schieder hat auch andere Sachen, die er muss erledigen im Leben. Der Kreis 4 tut sich wieder nicht allein managen. Bruder, das mit dir und ihm, die Fäden wegen, wo er wohnt. Ja. Er soll kommen, er ist eingeladen im Podcast. Immer, wenn Schieder nochmal... Weil du checkst es ja nicht, aber ich sage es nochmal da, wo Also eigentlich, ganz viele andere Leute auch also eigentlich, aus meiner Sicht darfst du nie mehr kommen. Weil du hast, du weißt ganz genau wieso. Ja, am Sonntag ist etwas Besseres vorgekommen heute. Nein, du hast, schau, ich sage nicht genau was, weil nachher heisst es, du hast zu viel erzählt. Aber Bruder, ich habe einfach mitbekommen, du hast Leute gesagt, speziell einer Person, sie haben mich gerufen, aber ich gar nicht. Also... Und nachher bist du doch gekommen, wie wir dich nochmal gerufen haben, Ja. aber Bruder, kennst du das? Du bietest den Leuten einen Finger ab, aber sie wollen deine Hand. Und dann sagen sie, ich kann gar nicht wählen. Dann sagen sie, wieso gibst du Hand? Ich kann nicht wählen. Du hast gern, ich habe genommen. Aber wir sind keine Menschen, die schlecht über Menschen reden, ohne dass sie Chance haben zum Zugreden, Bruder. Ja. Komm vorbei, trinken wir einen Kaffee, reden wir drüber, schalten wir Kameras ab, nachher Mikrofon ab. Und dann kannst du erzählen, wieso du anderen im Ausgang erzählst, dass du gerufen wirst, aber nicht gehst und keine Ahnung. Und er Bruder. macht erzähl mir, wenn du nach dem Nummer bekommst, tamam. Bro, wenn du hast können mit jemandem schlafen, den Beischlaf vollziehen, Wenn das Argument das dazu gebracht hat, tamam. kein Bruder. Kein Aber ich denke nicht. Sponspamek. Ich denke nicht. Du hast andere Eigenschaften, die wieder gut sind. Optisch, wie auch innerlich, deswegen. Aber du hast das als Drop, Bruder, und ich würde das nie vergessen. Du hast dich voll verändert, alle sagen das. Vor allem, seit du in gewissen Kreisen lebst. Nein, Bro, er regt sich drauf, immer über ihn reden. Vor allem, wenn wir jetzt über 6 Sekunden über ihn geredet haben. Ja. Also er regt sich auf und dann geht er und sagt, der wieder über mich geredet, man, ich habe gar keinen Bock. Schidar, Bruderherz, die Leute wollen auch, dass du kommst. Der Platz ist für dich, Bro, komm, wenn du Janni, willst. wenn es wieder dabei hat, ja. Ja, Mann. Aber ja, genau. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Hm? Nachdem am 1 am Morgen sind wir alle gegangen. Mhm. Bro, ich habe eine Ziege genommen und ich bin auf der Terrasse. Ich bin auf den Stuhl drauf gehockt und angefangen Ziege zu rauchen. Und Wohnzimmerlicht war noch an und du weißt, wir haben ja mega viele Fenster im Wohnzimmer und darum ist es mega... Ich habe hohe Mitleid gehabt mit ihm. Wegen? Alles Licht herum, alle Türen, Fenster offen. Ja. Ich glaube, ich schlafe nicht ruhig, wegen all diesen Viechen. Ja, Bro, auf jeden Fall. Ich habe es ist draussen Licht an, im Wohnzimmer ist Licht an und ich bin rausgekommen und Ziege geraucht. Dann habe ich aufgeschaut und die Sterne haben schön ausgesehen. Brutal. Ich auch, wo wir 2, 3 Kollegen gestern rausgelandet, ich habe wieder bei jedem Stopp. Zu schön. Bro, und nachher habe ich meine AirPods geholt. Ich habe alle Lichter ausgestellt. Ich habe den Sensor ausgestellt draussen. Glaube Ich bin 45 Minuten auf der Terrasse gehockt, auf dem Stuhl. Ich habe mich hinterher gelehnt, Bro. Und ich habe einfach Sterne beobachtet. Sterne anschauen, ist vom Und ich geilsten auf der schwöre Welt. auf alles. Ich habe 6 Sternschnuppen gesehen gestern. Bro, ich sag dir, immer wenn ich sage, Sterne anschauen ist etwas vom Schönsten auf der Welt, ist sowieso, ja, mach das Foto jetzt. Bruder, glaub mir. Es ist so beruhigend. Es ist so natürlich, es ist so schön. Bro, ich habe einfach Musik los. Ich habe meine Playlist, weißt du, meine Brühl-Playlist. Ja. Rein da. Ich habe die Sterne angeschaut und immer wieder ist so ein Sternschnuppe für so eine halbe Sekunde. Ja. Hey, und das ist etwas vom Allerschönsten, was ich in den letzten 1,5 Jahren gemacht habe in meinem Leben, Bro. Bro, wenn du nächstes Mal wieder Sterne anschaust, Ja. schreib mir, ich schicke dir 2 Lieder. Wenn die 2 los ist und Sterne anschaust, wenn du einen guten Mut hast, also wenn es Ja. dir nicht gut geht, dann besser nicht. Nein, mir ist gestern gut gegangen. Ich Aha, habe okay. ich hab zum Beispiel Ding gehört. Wegen Brüder-Playlist, weißt du? Ja, aber das ist einfach, wie ich dort sehr viele akustische Lieder habe. Okay. Und ich habe wie das voll gebraucht gerade, Ja. weißt du? Und es ist River gekommen vom... ich weiß nicht. Ich habe mir eben gesagt, ich habe nicht etwa so vielleicht... Warte, schau mal, wie viele Lieder ich drauf habe. Auf meiner Brühl-Playlist. Ich habe Content für 11 Stunden und 12 Minuten dort drauf. Ja? Man kann sich also denken, wie viele Lieder das sind. Mhm. Viel. Und ich habe gelesen
Und ich habe mir so gesagt, von Leon Bridges, wenn jetzt, ich kann sagen, boah, wenn jetzt noch River würde laufen, das wäre zu krass. Aber mein Handy war auf dem Tisch gewesen, und ich habe so meinen Nacken im Stuhl gehabt und habe den Stern angeschaut. Ey Bro, dann habe ich so wirklich 5-6 Mal mit Kopfhörer weiterdrückt, dann kommt einfach River. Bro, und ich schwöre, ich habe auf den Himmel geschaut, Bro. Und ich habe einfach so kurz den Moment, ich tue nicht wie so eine Esoterik-Chick, Bro. Nein, aber es ist einfach ein wunderschöner Moment. Es war so fucking schön gestern. Und die Sterne sind so hell gewesen, Bro. Und ich habe mir gewünscht, ich wäre irgendwo in den Bergen, wo es noch weniger Licht hat. Bro, ich mache das, weißt du wie gerne. Ich tue alle Lichter von oben und unten voll aus. Gehe auf den Balkon, habe kurz Para, sage alles dunkel. Dann denke ich mir, wieso, wenn es mich nicht, dann ist es mich. Kopfhörer, Musik und einfach Sterne anschauen. Hey, Bro, es hat mich gestern wirklich beruhigt, Alter. Mach das, ich kann es nur empfehlen, es ist So das schön Sterne. gewesen. Ja, Mann. Schau die Sterne oder mich. Kuss. Ja. Ich habe gestern auch die Sterne gesehen und ich habe überlegt, ich so, Sterne anschauen, nachher wäre das Shit. Dann bin ich daheim angekommen und anfangen zu kränkeln. Ein Fuß auf der Bro, ist auch wie ein Fuß. Krass. Ja, Mann. Aber jetzt gerade merke ich, wenn ich mich nicht darauf fokussiere, ist nicht so präsent. Ja. Aber ich habe so ein, kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du schwitzt überall im ganzen Körper? Ja. Sommer. Nein, ja. echt. Nein, da ist eben easy kühl, aber das ist aber geil, Bro. Im Winter ist das ein Kampf. Das ist grusig. Im Winter müssten wir eigentlich mit Open Jacke, Air aber machen. Eigentlich mit Jacke, aber wir sind Men's noch hart oder was haben wir? Ja, Mann. Ja, hey, schönes Gespräch gewesen. Sehr schönes Gespräch gewesen. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle schon mal, dass es nur knapp 52 oder mehr als 52 Minuten gegangen ist. Aber ja, diese Woche ist leider vielleicht besser so, dass wir nicht extrem lang machen. Und nächste Woche gibt es, was machst du? Das kannst du auch etwas sagen. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ja, es ist gleich Festival-Season, es ist Sommer, es wird warm. Geniessen die Zeit, gehen wir hier richtig ein. Trinken viel Wasser und man sieht sich vielleicht am einen oder anderen Festival. Erzählt von euren Kollegen von uns, liken, subscriben, teilen, geben 5 Sterne und shit. Danke für alles, für euren Support. Ich rede jetzt für uns beide. Also, okay, merkst du amigs, dass du immer so, wenn es um Abschluss geht, hast du lang. Ich will auch alles gesagt haben, was gesagt werden muss. Ich kann mich bedanken für alles. Das machen wir jetzt so auch schon seit 50 Folgen. Ja. Yeah. Also nein, ich merke das auch, wenn wir so zum Beispiel irgendwelche Videos aufnehmen. Ich habe das Gefühl, du denkst so, wenn ich jetzt nicht rede, weißt du, was ich meine? Ist das nie aufgefallen? Was? Es gibt so Leute, die sind so, sobald sie vor der Kamera sind, wissen sie gar nicht was sagen. Ja. Yeah. Und dann gibt es Leute, die zum Beispiel einfach 1,5 Minuten durchschnorren können. Wenn ich zum Beispiel unsere Vlogs schneide, Bruder. Weißt du, wenn du dann anfängst, das Outro machen, muss ich so 2 Minuten warten, bis du schnaufst. Und dann kann ich Pause machen. Ja, Mann. Ja, hat etwas. Aber egal. Auf jeden Fall danke vielmals. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das ist kurz und